Kent, den Daniel und Swan waren allen drei ganz aktiv Membern am Ulzig-Kanal. So sind schon allen drei für Studium am Medium von Tele oder Film dezidiert. Sie waren noch am Ulzig-Kanal, wo sie die Idee hatten, einen Kurzfilm zu realisieren. 3 Jahre mich spät konnte letzte Monat am Cine Arista zu Aschwald-Premiere gefeiert gehen. Lucy in the Sky with Diamonds, also 45-minütischer Film, den Gilles Schlohai präsentiert. Hin und noch mit Realisateuren geschwart. Den 21. April war ein großen Tag am Leben von Daniel Kan aus Swan, weil ihre Film Weltpremiere gefeiert wird. Wir haben den Daniel und den Kan gefragt, wie sie überhaupt auf diese Idee gekommen sind. Das war vor ein paar Jahren am Ulzig-Kanal. Wir wollten schon seit langer Zeit einen Film zusammen drehen. Wir hatten noch schon ein paar konkrete Themen, die wir wollten realisieren. Du hast den an einem Kurs ein bisschen diskutiert, und wir einfach zusammen gesagt und ein Drehbuch geschrieben. Wie sind ihr an Crew von ihrem Film gekommen? Wir 4 Schauspieler haben ein landesweites Casting gemacht. An der Kamera haben wir größtenteils Kollegen und Freunde gefragt, die wir schon mehr lange kennen, auch aus dem Mulchkanal. Wie könntest das du beim LSD mitgeholfen hast? Am Anfang konnte ich Daniel auf Facebook geschrieben, dass sie einen neuen Film drehen, ihren ersten großen Film, und dann dabei geschrieben, hey, Junge, wenn ihr Hilfe braucht, ich bin da, ich habe eine Kamera, ich studiere das, ich habe wirklich Lust, einen Film zu drehen. Und nur sind ich einfach dabei gekommen bei dem Film und haben Kleinigkeiten gemacht und ich fand halt die Kamera am Grab. Was waren Schwierigkeiten beim Dreh? War nicht so wie bei einem professionellen Dreh, wo ihr seht, wir drehen 2-3 Wochen durch oder so und dann hast du den Film aufgeschlossen. Ja, es hat wirklich natürlich über Main gezogen, quasi ein Jahr. Eben weil nicht jeder immer Zeit hat. Da sind wir eben ein bisschen mehr in die Nähe gewusst. Das heißt auch mit den Schauspielern, die ich verdrehen, wie den Timo oder Katrin, die ich verdrehen nicht kann tun oder nicht mehr Licht kann tun, sind wir dann eben auch wirklich eine Crew gehen, die auch an weitere Projekte nachher zusammen schaffen. Was waren dann Schwierigkeiten beim Montage? Strukturiert schaffen, alles schön ordentlich benehmen, 10 für 10 neue Projekte kreieren. Insgesamt gebe ich so locker 200 Stunden Montage geschafft, wo wir heute zusammen zu 3 sitzen und diskutiert tun. An Details, wo ich am Anfang nicht merkt, wenn ich den Film guckt, wo ich ganz viel Arbeit dran gestachelt am Montage. Kriegt ihr finanzielle Unterstützung? Also finanzielle Unterstützung kriegt man just vom Service National de la Jeunesse, wo wir ein Budget gefragt haben. Aber wir kriegen auch ganz viel andere Unterstützung, Kirchen akkordiert, wie vom Bar 66, wie vom Escher Spidol, wie vom LGE. Da war ganz große Unterstützung auch von den Leuten. War es uns wichtig und mir noch bewusst keine Produktionsfirma gesicht, weil wir einfach eben fair schaffen, weil wir eben unseren nächsten Film wollte so gestalten, wie wir wollten. Wir wollten keine Vorschriften kreieren. Wer ist dazu gekommen, dass du auch den Montage machst? Das Ganze dummer angefangen, dass wir an einem ganz langen Dreh daran der Nord und eine ganz schwere Szene gedreht haben. Und wir wollten unbedingt wissen, wie sieht die Szene aus, weil das ist ganz wichtig für den Film. Und dann habe ich bei mir daheim 10 einfach geschnitten. Und dann sagte Ken spontan zu mir, hey, willst du den ganzen Film schneiden? Dann habe ich mir gedacht, für was nicht? Das ist eine interessante Challenge, dann hole ich den an. Die Aufgabe vom Schneiden war am Anfang viel schwerer und kompliziert, wie ich am Anfang gedacht habe. Nach einem Film am Daniel am Ken drehen. Puh. Ja, auf jeden Fall. Was sind Problematiken vom Film? Ja, es sind schon verschiedene eben, Thematiken, die Jugend betreffen, die uns um Herz liegen, die wir auch wollten an einem Film losgehen. Sie verführen allem Themen, die viele in den Teppich gekehrt gibt, wo ihr nicht so viel an den Medien drüber hört. Es war es wichtig, dann einen Film eben darüber zu drehen. Ich hatte so etwas am Kopf. Oder besser ähnt. Ich muss etwas erholen. So kann es nicht weitergehen. Hast du Angst? Meld dich nicht mehr. Ich sehe dich nicht mehr. Ich war nie so. Ich habe Angst, Julia. Du Monster. Zum Schluss von der Premiere haben wir die Leute gefragt, wie sie dann den Film fanden. Ich fand, dass dieser Film unbedingt an die Medien kommen sollte, weil trifft es immens auf den Punkt. Ich denke, dass es ganz wichtig wäre, den Film an die Schulen zu weisen. Ich finde den Film ganz gut fand. Die Thematik war gut, und die Spannung von Anfang bis zum Ende. An der Schluss vom Film, der war
anders wie man gedurcht hat. Begräßen, dass uns Schuren das Pferde springt, für die Thematik überhaupt die Courage, so wie die Thematik unzuschwätzen und da auf Leinwand zu bringen. War wirklich so Gefühl, okay, das ist mein Film, den du gerade lebst, auf der Leinwand. Dein echter Film am Kino, wie findest du das? Ich hatte auch die echt 20 Minuten einfach eiskalt fangen. Ich habe mega aufgeregt, mein Herz ist geschlossen. Ich bin nicht viel falsch. Ich war einfach, der Film war und ich bin nicht schwatzen. Ich bin einfach so Herzklappe gehabt wie Müll. Also für 3 Jahre hätte ich nicht gedacht, dass man volle Kinosaal hätte. Definitiv nicht. Nee, schon Premier wie überraschend. Ich meine nicht, obwohl das Leute den Film so gut fanden, weil ich auch selber einen kritischen Blick drauf habe. Tatsache, dass dem Publikum gefällt hat. Dafür machen wir auch Filme. Mein Fazit ist, dass ich immens glücklich bin, dass wir es nicht weil es so schlimm war, mir einfach, weil ich mich auch richtig drauf gefreut habe, einfach einen Film können zu weisen. Ich meine, wir haben wirklich lange drauf geschafft und wir haben am Anfang auf den Dach Haut hier geschafft. Das ist ein kleiner Schritt für uns. Mein größter Schritt für die Menschheit. Also das ist schon komisch, fand ich. Am größten Ganzen sich selber zu gesehen. Es freut mich natürlich, dass so viele Leute ein Interesse am Film gewesen haben. Was mich am mehr freut, ist natürlich, dass man ein großes Success hatte am Film, dass auch die Notkritiken dementsprechend ganz gut waren. Kann in den Film dann auch noch an den Kino gucken gehen? Ich mag gedacht, dass dich vorstellt. Den 8. April ist noch eine Seance am Cine Ariston over um Ardauer. Tickets könnt ihr reservieren auf lsdtickets@gmail.com. Weitere Seancen sind noch geplant.